Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste, werte Ehrengäste, ich freue mich, Sie heute Abend hier als Schirmherr der 800-Jahr-Feier und das in Verbindung mit dem 29. Stadtmusikfest der Spielleute der Stadt Heinsbach begrüßen zu dürfen. Und ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen und ich freue mich, dass der Saal so schon voll geworden ist. Ja, meine Damen und Herren, 800 Jahre Schafhausen. Ich habe in meinem Grußwort geschrieben, ein Ort, in dem es sich lohnt zu leben. Wir singen die Frauen da auf ihrer Frauensitzung. Wer einmal in Schoppese war, der findet das wunderbar. Der will nie wieder fort, der möchte für immer bleiben. In Schafhausen, ihr habt es eben gehört, ungewollt, wie lange ich schon Ortsringvorsitzender bin, aber in Schafhausen ist das Vereinsleben, steht hoch und wird praktiziert. Jede Woche werden hier viele Jugendliche ausgebildet, die gemeinsam mit uns dann das soziale Erleben in der Bindung zu Schafhausen, zu ihrem Heimatort. Und dann möchte ich dann, weil es schon einmal da ist, der Ortsring, die Ortsvereine des Ortsringes Schafhausen schneiden, die in Verbindung mit der Grundschule und dem Kindergarten seit vielen Jahren hier das kulturelle Leben gestalten und darbringen. Und ich hoffe, dass das noch viele Jahre so ist und ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen, allen denen zu danken, die sich jahrelang dafür eingesetzt haben, dass wir hier in dem Ort einen so schönen Ort und ein so gutes Vereinsleben haben. Ihr dürft jetzt ruhig klatschen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, 800 Jahre, fast ein Zehntel dieser Zeit lebe ich in Schafhausen. Vor 78 Jahren, der Hänge an der Berg geboren. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an den Mühlbach, an der Mühle Bergske, offiziell im Kataster eingetragen als junger Wurm. Und ich habe auch miterlebt, als dieser Bach ein Jahresende fand. Am 16. November 1944, als 3 Häuser, die Dreck am Dach waren, gegen uns über, von Domen, von Jörrissen und von Käsmacher, als dort eine Bombe fiel, die 3 Häuser platt machte und der Mühlbach war zugeschüttet. Und jetzt kommt die einzige Zeit, die ich nicht in Schafhausen gelebt habe. Das war dann von November. Wir mussten evakuieren. Wenn man sich das heute bedenkt, die Tiere wurden einfach losgelassen, die wurden alleine gelassen auf der Wiese, ja, die mussten sich selbst versorgen. Und man fuhr mit Wagen, mit Karre und dann wurde evakuiert. Wenn man heute die Bilder sieht und man das selbst miterlebt hat, dann weiß man, was das ist, eine Heimat zu verlassen. Gott sei Dank haben wir aber schon am 28. März waren wir wieder zu Hause. Und das Leben konnte wieder neu beginnen. Die Leute kamen wieder nach Hause, es wurde wieder aufgebaut. 1948 kam die Währungsreform, das Geld war wieder was wert. Glanzstoff fing an zu arbeiten, es wurden geheiratet, es wurden gebaut. Wie war es denn damals in Schafhausen? Bei uns nebenan noch Näsmacher, das kleine Häuschen war damals ziemlich klein. Und dann kommt der Busch. 6 Häuser bis an der Bahn. Und hier war Reales. Und ein Europäische, jetzt Fabri, da war Brück. Wisst ihr was Brück ist? So eine kleine Urwald, Sumpf, Gestrüpps. Und wer da drin war und nicht wusste, wo der Weg war, der konnte nicht mehr gut. 1939 hat der Arbeitsdienst angefangen, Flurbereinigung hier zu gestalten und da wurde schon der Kuhloch trockengelegt. Das kennt die Grabe noch. Nach dem Krieg wurde dann mit Hilfe des Marschallplanes das Gebiet von Schafhausen bis Heinsbach im Hilfe des Marschallplanes von der Firma Schneider von Düren
auch trockengelegt. So wurde der Wasserspiegel gesenkt. Wir hatten ja keinen Keller. Hier wohnen ja keine Keller. Wenn wo jetzt Becker dick ist, wenn ich da einen Pfahl in die Erde setzen musste, wir hatten da die Weiden und Wiesen, da war wohl ein Grundwasser, wo man dann einen Keller macht. Und da fing Landstoff an zu arbeiten und hier die Drainagen und dann wurde wieder gebaut. Und auf einmal war Schafhausen voll. Ich sage noch eins und das ist das, Anfang 60er Jahre kam dann die Industrie nach Schafhausen. Wolfgang, du warst damals noch nicht da, aber alle Gemeinden kommen mit Schuldner ins Berg, aber die Schapperser, die haben keine Schuld. Aber ich muss ja auch zurechthalten. Die Stadtverwaltung war gleichzeitig die Amtsverwaltung. Und der Bürgermeister, also damals war ja der oberste Stadtdirektor. Ne? Und da hatte noch einen Inspektor und dann haben wir über die Amtmänner und die waren alle nicht da. aber dann, und die haben uns ja verwaltet. Und so kam das ja auch wieder dann der Stadt Heidmar zugute, dass sie die Gemeinde Schafhausen so gut verwaltet hatte. So, jetzt möchte ich nicht mehr viel sagen. Ich möchte noch eins sagen zum Schluss. Das, was nachher passierte, das wird ja allemal. Aber was ich jetzt vertellt habe, das wird einfach nicht mehr. Aber ich möchte noch eins sagen, und zwar aus dem letzten Schoppen mich shoppen. Da hat unser Theo von Beulen die letzte Strophe, die ersten zwei Sätze geschrieben. Schoppese, du bist einzigartig auf der Welt. Dich schäfe ich nicht her, von noch so viel Geld. Und dann noch zwei Worte. Ein Satz. Wir haben jetzt, ich werde ein bisschen sentimental, aber wir haben jetzt, ich durfte 72 Jahre in Frieden und Freiheit leben. Wir haben uns hier etwas geschaffen. Und ich hoffe und ich wünsche allen, dass wir noch viele Jahre in Gesundheit, in Frieden und Freiheit in Schoppede leben können.